Bonjour hier aus dem Europaparlament vu Straßburg. Bonjour bei europäesch Impressionen an Fimos Merci, dats darum dabei seet, wann wir hier iwwer Europapolitik schwätzen. Dat Mamer wie gewinnt mat den 3 CSV Europadeputierten, dem Georges Bach, dem Frank Engel an Vivian Reding. Bonjour. Bonjour, alle Bonjour. Immer bei Air froh kommen, die da ganz fleißig raggeschickt huet. Guck mal, wie ich denke, ob pur Sachen, die als Kompetenzteam an de letzten Wochen beschäftigt hunn. An du hast fir mal die Spezialkommission Lächer divariert, dass die an Iwergrof gin ass, du hast déi zu Summe gesat gin an du hast eng Chance mengg Joch fir Lützeburg, dats du een Lützeburger dabei ass. Mis natürlich immens froh, dats den as dem Kompetenzteam ass anwer den Frank Engel. Frank Engel du dich lo zu Summe fand, ich mengge Main den hat run eng Reunion. Ja. Wie hast dann du den Timing? Wie seit lo aus? Wat mcht die Spezialkommission no aé nie? Also wann ich weiß, da gebe ich als alle Götten net so. Aber das wissen wir selber noch nicht auf vollem Umfang. Wir haben die Konstitution von der Kommission fertig gekriegt. Und wir haben a priori einen Kalender mit 11 Sitzungen, die sollen sich bis an den Sommer ziehen. Und im Idealfall legt dann ein Rapport vor, weil wir sollten nur 6 Monate fertig sind. Ich gehe davon aus, dass wir das nicht packen. Weil wir müssen aufhängen mit Visiten, respektive Auditionen und so weiter. Und irgendwo nicht mal eine echte Impression sich engagiert, dass den da Sachen fängt ja keinen Rapport zu schreiben, weil das ja nicht logisch ist. Sodass wir im Moment eigentlich nach einer Selbstfindungsphase sind. Einzelne, die Grünkollegen notamment, haben ein ganz ambitiöses Programm vorgelegt, was die Kommission da sollte machen, weltweit eigentlich Steuerpraktiken ermitteln, ablehnen, kommentieren, Reformpisten abzeichnen. Wo wir da genau landen, das muss ich recht ergeben. Digito gesagt an Länder Visite machen, ja Visite nicht. Wie muss ich das vorstellen? Kontrollen, die Deutsche doch keinen Zugang zu Dokumenten. Das kann in alles froh, ne? Was in der Krit hat gesehen, eigentlich sind die wesentlichen Dokumente, um die es geht, sowieso schon verfügbar, weil die Kommission hat gleich nachdem der LuxLeaks Druck explodiert ist, sämtliche Memberstaaten gebeten, für hier ganz kurzfristig Dokumentation über die Steuer- und Rulings-Praxisen zu übermitteln. Das ist weitestgehend geschieht. Die Dokumentation kriegen wir auch, das heißt, auf dem Durchstadium brauchen wir eigentlich nicht nach weit zuvor, für Sachen herauszufahren. Die Visiten, die da gemacht werden, schon durch moderne Spezialkommissionen schon an der letzten Legislaturperiode erlebt, dass sie keine Inquisitionsausfliegt. Ne? Das sind Missionen auf der Platz, wo man versucht, mit einem Bouquet von Leuten zusammenzukommen, die einen Abschluss können verleihen, über der weiß, wie auf einem bestimmten Platz bestimmte Sachen gehen. Da hängen wir selbstverständlich gute Wille von allen betroffenen Städten, das ist nicht nur Lützeburg, wollte ich sagen, auf für das aber gut anzukriegen. Entsprechend wird dann noch darüber berichtet gehen. Da wollte ich den Komitee der Region ausschwätzen, das ist so eine europäische Versammlung von Vertretern aus Regionen, Provinzen, Gemenge steht. An dem Komitee der Region ist natürlich auch Lützeburg vertreten, bislang mit 6 Vertretern. Den Außenminister Jean Asselborn am Februar aber mitgeteilt, dass die Lützeburger Regierung auferstanden ist, dass Lützeburg sozusagen Sitz aufgeht. Georges Bach, das ist ja so, was soll dir dazu? Ich meine, ich muss auch feststellen, wie weit Lützeburg gekämpft hat für den Sitz, was wir noch nicht so direkt wissen. Wir gehen mal davon aus, dass ja die Problematik am Anfang kommt durch die Erweiterung, wie Kroatien beigestoßen ist am Komitee der Region, wo die Sitzzahl auf 350 begrenzt ging ist. Wo da gesagt ging, dass kleine Länder, Lützeburg, Estland und Zypern müssten Sitz hergehen. Da hat damals, wie gesagt, zu einer ganz paar Diskussionen gefordert, wie weit sich wird gehen, auf jeden Fall am Endeffekt haben wir den Sitz verloren. CSV weiß ich, dass wir uns auch dagegen die Opposition gemacht haben, dagegen muss ich gucken, wie das weitergeht. Und das ist am Anfang vor. Das heißt, heute als Präsidentgeschäft gehen dann los sind Diskussionen am Moment am Komitee Ökonomik und Sozial, wo dieselbe Problematik besteht, wo dieselbe Diskussionen laufen. Das ist das, was mir auch gefragt hat, was eventuell am Parlament doch von das von ganz anderen Akkorden aufhängt. Mit dann als aber Tendenz zu erkennen, und da fährt man ein bisschen, und dafür haben wir uns auch gewählt, und noch den Premier aufgefordert, ganz klar Position zu beziehen, dass wir auch, wie gesagt, hier am Parlament als 6 Sitz behalten, dass nicht immer die Kleinländer müssen zum Beispiel blüden. Sitze hier gehen, mit da mal Großländer, mittelgroße Länder, das heißt, dass da mal geguckt für eine Vorgehensweise zu fallen. Ja, das ist ein bisschen die froh, geht nächstes Jahr gesagt, die Hutscher gehen, die brauchen nicht mehr, oder geht gesagt,
Ma Dich kann schon machen. am Fong de Resümé vun den Diskussionen fir ze so loget du, dat das Häuserproch fir ze so loget du vun de klengen lo muss mo grosser oder mittelgrosser wie gesot hier Sitz op. Ja, dat wär jo richtig van dat so gif geschéie. méi haier se wirklich schlimme Präsident geschafft ginn e geféierlechen. An ich sind der Meinung, dat als Regierung hai net hire Mann stalt huet. Gesäit ihr noch an denen Texter, die herauskommen sinn, dat a kenger vun den Deciioune festgehale gin ass, dat dat do ke Präsident wär. Dat ass irgendwo an engem Text, de keng Waller huet an keng Deciioun durchstel, ass dat anscheinend geschriwe gin, do wo et gëlt ass et net geschriwe huet Lützebauer Regierung schlecht verhandelt, loss mar zo wie das. An der Außenpolitischer Kommission kann no lesen, dat CSV sich do géint gewirrt huet. Absolut, an dat ass jo fichteg ze soen, die Deputéierten aus dem Europaparlament, die kommen jo regelmäßig ze summen mat den Kollegen aus der Chamber an der Außenpolitischer Kommission an do sinn déi Sachen och op den Dëch kom an drwer diskutiert gin. Di wetter lo ganz rezent an den USA, en anderem firwer die Handelsakkoren ze schwätzen, TISA, TTIP. Wie wichtig ass dat dann, wann en op der Platz mat de Leiit diskutéiert iwwer zu Akkoren? Et kann jo vill hai an Europa machen, an noch Texter festschreiben, an gucken, dat Transparenz neesierstalt gëtt, dat den Deputéierten die Texter och kreien, er kënnen mat diskutieren iwwer wéi Verhandlungen gefauerert ginn. Mei eng Äner Saach ass et sech direkt mat de Kollegen op der Änerer Seite vum Atlantik rondem Dich ze setzen, fir ze kucke, wéi sie die Saach da gesinn. Dat hunnech dann och gemerk, well mar puer Probleme hunn, déi man net richtig geleest kreien. Wann en do no puer Joer awer eng Konfianz opgebaut huet, mat de Kollegen an Amerika, mat de Kollegen am Kongress, mat den Kollegen am Senat, da gesäidin dat Loser loest versteste mech och iwwer die spezifisch Lützebauer Texter, dat déi méi gros ginn, an dat dann och Feedbacken vun de Kollegen zum Beispiel. Wat immer gefehlt huet, dat ass eng Gleichstellung vun den Europäer an den Amerikaner, wann es schief geht an den Citoyen wëlt fir un Gericht goen. Ein Amerikaner, den ha hinner op Straßburg zum Beispiel können an do Geschichtemeng, de kann ha fir hun een Franzésisch Gericht goe fir se Recht anzukloen. Wann lo e vun Eis an Amerika geht, an Geschittem datselwech kann net fir hun Gericht goen. Datcht mir hunn die Reziprozität, die Gleichbehandlung net do hunne gelo mat de Kollegen an Amerika de soweit brucht, dat en déi an Amerika eng Proposition de loi agerecht hunn fir die Gleichhandlung herzustellen. Dat as nun eng Kklengsäch, méwer eng wichtig se. An déi geht nëmmen wann en die perélech Relationen huet, wann en denen noch erklärt, dat de mehr als frustréiert fillen, an dann op verstest du mech kënnt, an déi dann so weit krit, dat en déi dann eng Proposition de loi machen. An dann hinne noch nach Hëllef, dat den aner Deputéierten mathëllefen fir dat déi och ka gestimmt gin. Also der gesit wammer so resen, ass dat net fir Monumenter kucken ze goen oder a Museen ze goen, met dat ass fir wirklich mat de Kollegen ze summen ze schaffen, an noch versteste mech zu den zwo Seite vum Atlantik bisselchen ze verbessere, weil schmeng dat wär notwendig. Könnte dabei, dat bei den Amerikaner viel Gesetzgebung eigentlich am Parlament selber initiiert gëtt. Kontrament zu bei Eis oder sos an Europa, wo dat meest vun der Regierung kënnt. Sie hunn eng Praxis, die intensiv mat ze dinnen, dat Parlamentarier selber sich im Legislationun vun Ufang bis 10 Kammeren an wann en dann direkt zu denen Leiit zogang huet, dat ich mat denen auseinandersetzt, dann mcht dat meisen, wie wann man just Beamte bei einer Beamte checken, die do mat Nepoteren. Dat geschitzt war och mit dat huet, net selwechten Effekt wie gesäit. Riwer dann bei Froen, die da als raggeschickt huet op Facebook respektiv op europa@csv.lu. An do eng echte Froh, die kënnt vum Francine Sonder an do giet dem Kritiken Investitionsplan vum Jean-Claude Juncker, wat am Sonntag schreift lesen an der Zeitung, dats den Etienne Schneider net begecht das vum Investitionsplan vum Jean-Claude Juncker. Mengt mat der géif keng oder net vill Neiprojeen an Europa entstoen, gesidiert gevor och, dat sech net viel beweegt. Ja, Frank Engel, giwer schon eng Party Länder, die Projekten ugekannigt hunn,
Wie si Dir dat? Also wie Herr Schneider? Also ich gesinn Jo Herr Schneider mat en gewësser Skepsis net nëmmen europäesch Politikelemente. Ich stelle fest, dat mat zu diesem Zeitpunkt am Gang sind op dem Niveau, wo Decisionen an Europa geholt gehen, fir Mitteln freizuschessen, die man brauche, fir dat dat kann laufen. Ich stelle fest, dat eng paar die Staaten sich schon dazu engagiert hun, fir am Dëppen zu partizipieren, fir Mitteln zur Verfügung zu stellen, die dann auch durch die sogenannten Hebel von der zusätzlicher Kreditschaffung können vergrößert, fir dat méi Mitteln zur Verfügung kommen an der ganzen Union. Und dann ist froh davon natürlich für was für ein Projekt, das man schließlich endlich dezidieren. Ich stelle fest, die letzte Regierung hat sonst nicht zu dienen, und der ist Herr Schneider, nicht ich. Ja? Wie du zum Beispiel den Tram mal auf den Tisch zu legen. Der Staat Letzteburg hat gerne einen Tram, die letzte Regierung hat gerne einen Tram, an Europa soll bezahlen. So gesehen ist das nicht. Außerdem, den Tram wird strukturell so defizitär sein, notgedrungenerweise, wie die ganze CRL übrigens am Betrieb hier auch, dass kein Mensch, den privaten Investisseur ist, daran wollen investieren. Das ist also eine Proposition à côté de la plaque, wie der Franzose gibt, so, die von der Letzteburger Regierung kommt. Nicht vom Herrn Juncker, auch noch nicht von uns. Weil ich reden, so Geschichte Nachricht, am Platz für grenzüberschreitend, zukunftsorientiert Infrastrukturprojekte zu proposieren, dann haben wir ein Problem. Wenn wir auf diese Sorte von Projekten zurückkommen, die es ja gibt, dann haben wir keinen. Wenn wir zum Beispiel feststellen, dass wir uns permanent darüber lamentieren, dass wir von Russland aufhängig sind, was Öl und Gas belangt. Dass aber Spanien und Portugal am Wesentlichen ihre Gas aus Algerien beziehen, dass es just aber typischerweise noch keine Interkonnexion zwischen dem iberischen Netz an der anderen Seite von den Pyrenäen nach Frankreich gibt und dass wir davon nicht können haben. Da habe ich die Impression, dass wir uns damit beschäftigen, dass wir die Gas von der einen Seite von den Pyrenäen auf die andere kriegen. Als mehr dringend wie den Tram, also europäisch mit zukunftsträchtig wie den Tram. Und dafür muss ich das aus der nationalen Hand herausholen, gemeinsam so Decisionen, die für den Kontinent wichtig sind. Das ist auch die Idee von Jean-Claude Juncker. Ich habe die Impression, dass für den Moment ein großes Zahl von Staats- und Regierungschefen versuchen, den Projekt Futi zu machen. Das wäre eine Katastrophe für Europa. Weil es ja präzise darum geht, dass es nicht darum geht, dass alle Regierungen können sagen, oh, ein neuer Fonds. Damit können wir alle Leute die Politik finanzieren, für die wir eigentlich als daheim engagiert haben, aber keine Mittel. Ja. Ich stelle fest, wir machen das ganz viel bei, auf ganz falsche Manier. Wir steht im Moment zu Lützeburg regieren, das sind wir ja nicht. Zum Tram und ich einer wie der Frank auch zum Defizit von der CRL. Ich meine, all öffentliche Dienstleistungen wissen wir einfach, dass das sich nicht selber kann drohen. Aber ich muss auch so, und ich gebe mir recht, dass das wirklich kein europäisches Projekt ist, den an die Kader vom FC gehört. Dann sind wir uns ähnlich. Ich meine, über das dann können wir vielleicht über das dann können wir eine Sendung machen. Über den europäischen Tram. Streitgespräch. Dann haben wir auch eine Frage zum Thema Landwirtschaft. Den Jos Kalmes hat das geschrieben, wenn op 9. April Mëllechquoten wächfallen. Ass dat dann eng gut Sache für uns Bauern oder ich net? Bislo kruten sie auch Strophen, wenn sie zuviel Mëllech produziert haben. Wenn da jeder so viel Mëllech auf den Markt kann geheien wie will, dann müssten die Preise ja fallen. Zwei Fragen, ich sprach keine Quoten, ist das gut für uns Bauern? Letztes Jahr haben sie eigentlich 825.000 € Strophe bezahlt und dann Preise fallen die dann. Weil das gefo bei dem ganzen. Ich meine, da ich mal zu der Super abgehabt, die wird je dann wegfallen, so dass du keine Freie mehr aufhalen. Das ja die eine sagt, die ist ja an der Reihe. Die Quote gibt es seit 1984, wo ja am Anfang die Produktion von der Milch stattgefunden hat. Wenn natürlich keine Quote mehr da sind und wird mehr produziert, dann ist es klar. Ich meine, Sanktionen von Russland, China hat den Markt ein bisschen angedämmt, haben eine Quelle, wo sie Milch herholen. Das wird dazu feiern, dass die Produktion, wie gesagt, an die Luft geht, dass die Abnahme nicht mehr so groß ist. Und da gibt es natürlich ein paar Gefahren, Ängste, Unsicherheiten. Einerseits gibt es natürlich auch Opportunitäten. Ich meine, freie Markt, du kannst in einer Markt erschließen, wo in neue Märkte findet, wo ich kann liefern. Ich meine, das Unsicherheitsgefühl im Moment als das dominiert. Aber wie kann ich dagegen vorgehen? Die Kommission sieht ja, dass das nicht ganz dramatisch zu einer Überproduktion gefeiert, nicht mehr lösen. Und da gibt es mehr den Store, wo ich hinliefern kann.
Et muss en awoch so dat wir gucken der Sache auch net einfach so no. Dat hicht gëtt den Observatoire Europäen du Lait, wo man wirklich wo net nëmmen lo neuerdings soll a Posttheorie gehandelt gi méi déi freizeitig solle kënne Korrekturen hoelen, wie gesot fir de Markt zu observieren, dat den sech Mëttler weer gëtt fir do freizeitig anzugreifen. Wei dat Mëttel ass Apps ver Parlament och gefordert huet, dat se so en Marktverantwortungsprogramm wis, wo ihr selber könnt ergreifen an dem Markt geschée, wo ihr könnt en paar die Reserven nuleen am Fall, wo de Preis fällt, wo Produktion an Lot geht. Dat hier sind alles Mechanismen, die sich muss zur Hand hole, wann het dramatisch gëtt, well ich verstehen, aber als Bauere Wandproduktion iwwermäßig an Lot geht, Mäert net so ze fanne sie wie sich dat firstellt, da werd der Preis fallen an der werden eng paar die Betrieber Schwierigkeiten kommen. Ich menggen Dogine dawer Mechanismen an Dogin die Verleungen fir dem 14 Burg. Okay, du bleibst also drin. Selbstverständlich. Und dann Männer eng aktuell froh vom Gabriel Laurent an du geht dem Rezent aus so ein Lenker vom Kommissionspräsident. Jean-Claude Juncker will eng europäische Armee. Ich dat das mal geschwonnen an de Krisch gegen Russland oder Soseland zeien, a wat kascht dat, schreibt Madame Laurent. Wie werden Redinge ze summe si mi stärk mé Europa well ke Krisch ganz engagegen deet. Ja nee, also dem Jean-Claude Juncker seg Idee muss ernstnecht versterne gin. Wir wollen eng Armee fir de Krisch ze verhënneren an net fir Krisch ze machen. Mir hu gesinn, dat de Krisch fir un aiser Dir steht. Läng die Ukraine sagt de Konflikt mat Russland an da muss gucken, wéi effikaz simmer. Mir hunn lauter so Klengarmeeien. Die Einzel überhaupt nicht durchstellen. Wenn die alle Gure Gift zur Summe schließen, dann hätte man eine starke Armee, die ein aufschreckend Beispiel gibt. Wir haben noch ganz viele Investitionen an Armementen. Wir kaufen ja Waffen, alle Guren die kleinen Armeen. Login die Waffen aber meistens so kaufen, dass sie mit den Waffen von den Operen mal nicht können zusammen schaffen. Das heißt, dass das Geld, was zu Fenster rausgeht, wir könnten immens viel Gelder Spuren, wann man giffen ze summen fir Armeeien, die ze Summe schaffen, och ze summen Waffen kaufen. Dat wären Milliarden an Milliarden, die all Joer könnte gespurt gin. An ich mengen also an dem doble Sinn wäret schon wichtig, dat man Appes do stoen hunn, wat aufschrecken kann, an dat man Appes do stoen hunn, wat Waffen huet, die ersetzbar sinn, an die mat denen anderen können ze summen schaffen. Ça fait du sens. An dofir die Proposition vum Jean-Claude Juncker, die bestimmt net Moer an iwwer Moer werd verwirklicht gin, mit die soll en undenken, et soll en Dro schaffen, an et mëcht ganz einfach sinn. Dat war ja schon an de freie 50er Jahren een europäesche Plan. Eg europäesch Verteidigungsgemeinschaft mat enger europäesche Armee, dats dem um franzésche Widerstand gescheitert. Lo se jo ausrechend Jaren an d Land gezufir, dat ich net kann vorstelle, wo man stehen. Wir haben 2 Millionen Mann an der ganze Europäische Union an Waffen, an am Zweifelsfall wäre man bei irgendeinem Ugriff von irgendeiner Seite zu summen total unersatzfähig. Ja. Das ist ein Zustand, den so nicht haltbar und nicht vermittelbar, wenn all als Nopperen, die vielleicht Männer günstig gesund sind, die Verteidigungsfähigkeit krumm lächen. Dann haben wir nicht ganz viel geschafft, und die Verteidigungsfähigkeit wird dramatisch zu verbessern, man doch noch ganz viel gespurtem Geld, wie wir schon expliziert haben, wenn man es endlich giffen op de Weg von einer gemeinsamen europäischer Armee Verteidigungslogik beginnen. Dafür aus dem Jean-Claude Singhaus so net nëmmen e Slogan an Appes war den worüber viel diskutiert gëtt, mit das auch Appes handfestes, wo neben der Diskussion auch sollen Projekt opgebaut gehen. Positive Sinn auch gucken. Absolut. Voilà, vielmals merci für die interessante Explikationen. Ihr drei, merci Frank Engel, Vivian Reding und Georges Bach. An ihr vielmals merci für das Nachgucken. Bis nächstes Jahr bei Europäische Impressionen. Schickt eure mehr Fragen ran auf europa@csv.lu.